Herzlich willkommen zur Proklamation des Kölner Dreigestirns 2022. Alles Hetzing-Zick. Noch nie hat ein Motto so genau auf eine Zeit gepasst wie dieses Mal. Wie gerne hätten wir gemeinsam hier im Gürzenich gefeiert, so wie wir es kennen und so wie wir es lieben. Im letzten Jahr war auch das nicht möglich und wir mussten uns auf die Suche nach einem anderen Ort begeben. Das Dreigestirn 2021 hat sich auch dieses Jahr bereit erklärt, diese Rolle noch einmal auszufüllen. Aber natürlich in der Hoffnung auf eine ganz normale Session. Das ist auch in diesem Jahr nicht möglich. Das Virus machte erneut einen Strich durch die Rechnung. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind erneut hier im Kölner Gürzenich, dem traditionsreichen Kölner Ballhaus, in dem das gesellschaftliche Leben unserer Stadt seinen Mittelpunkt hat. Und das schon seit dem Mittelalter. Es waren die Karnevalisten, die nach dem Krieg geholfen haben, den Gürzenich wieder aufzubauen und damit ihrem Karneval ein Zentrum, eine Heimat gegeben haben. Wir sind wieder zurück im Gürzenich mit dem Staatsen-Traditionschor der Kölner Altstädter. Wir haben ein fulminantes Programm für die Proklamation zusammengestellt, für Sie zu Hause, für die Tollitäten und natürlich auch für die Gäste, für die Familien der Kölner Dreigestirne. Herzlich willkommen. Was ist Wilfried? Du willst separat machen. Ja, danke schön. Sind wir fertig? Okay, Gefjörst. gut. Wir können einfach nicht anders. Meine Damen und Herren, die Proklamation der Kölner Dreigestirne 2022. Schöne Rede. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Hier in diesem altehrwürdigen Saal, dem Kölner Gürzenich, haben sich die Plaggen, die Fahnen der Gesellschaften des Kölner Karnevals versammelt, um hier den Dreigestirnen ihre Ehre zu erweisen. Und sie werden dabei begleitet, nicht von irgendwelchen Herren und Damen, sondern von den Präsidentinnen und Präsidenten der angeschlossenen Gesellschaften. Herzlich willkommen! So, die Herren und Damen, sind ihr so weg? Der rote Funke, der steht bei ihr ganz verkehrt. Kommen Sie dafür. So. Hier musst du schon leben. Los, Jan! Meine Damen und Herren, die Proklamation der Kölner Dreigestirne 2022. Herr Kapellmeister, Einmarsch! Liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, die designierten Dreigestirne des Kölner Karnevals.
Ja, herzlichen Dank an den Regimentsspielmannszug der Altstädter. Ja, die drei haben es in diesem Jahr wirklich nicht einfach, aber sie haben den Rückhalt, sie haben wirklich diese Stärke im Rücken, diese wunderbare Gesellschaft, die Kölner Altstädter. Euch dafür einen ganz herzlichen Dank. In diesem Jahr feiern die Altstädter ihr 100-jähriges Jubiläum. Sie haben als geselliger Kegelverein begonnen und sind heute längst ein Traditionschor in den kurkölschen Farben Grün und Rot und eine wichtige Größe, eine Stütze für den Kölner Karneval. Ja, und ich stehe hier neben dem Präsidenten Hans Kölschbach. Ja, lieber Hans, das Jubiläum, das habt ihr euch ganz anders vorgestellt, oder? Ja, natürlich haben wir uns das anders vorgestellt. Wir haben 10 Jahre darauf hingewartet, um richtig es krachen zu lassen, um richtig zu feiern. Leider ist es anders gekommen, aber wir sind uns der Verantwortung bewusst für den Kölner Karneval, für das Kulturgut Kölner Karneval, für die Gesundheit der Menschen, unserer Mitglieder und müssen leider den Großteil der Veranstaltungen deswegen absagen. Ist es so richtig abgesagt oder habt ihr noch eine andere Idee im Petto? Ja, wir werden natürlich das Jubiläum nicht komplett absagen. Wir werden das ganze Jahr über feiern. Wir werden im Oktober zum Papst nach Rom reisen. Also wir haben viele, viele Veranstaltungen noch über das ganze Jahr. Wunderbar. Und wenn du jetzt hier unten stehst und siehst deine 3 Jungs da oben, was denkst du da so? Ja, mir tun die 3 irgendwo ein bisschen leid, dass die nicht die Session so feiern können, wie wir uns das eigentlich alle vorgestellt haben. Aber die Jungs machen das Beste draus. Die sind standhaft genug. Die machen das schon. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ja. Wir haben gerade gehört, die Altstädter sind ein Traditionschor. 100 Jahre haben sie auf dem Buckel. Wir freuen uns, ganz andere Jubilare, jetzt vielleicht sogar Jugendliche oder vielleicht auch halbstarke Jubilare zu begrüßen. Im letzten Jahr haben sie ihren 50. Geburtstag gefeiert, ganz still, mit einer Ausstellung im Stadtmuseum. Die Jubiläumskonzerte sind ausgefallen. Nein, nicht wirklich ausgefallen. Sie wurden verschoben in den kommenden Sommer. Und wir glauben fest daran, dass es möglich sein wird. Und wir freuen uns riesig darauf. Und mal ganz ehrlich, wenn eine Band diese besondere Proklamation hier heute eröffnen könnte, dann kann es nur diese sein. Für Sie, für die 3 Gestirne, aber auch für Sie zu Hause, die Bläckfüß. Wenn es früher geht, ist der Kirmes nicht weg. Über Nachleis und Höch hätt doch niemand an der Eck sich verdrückt. Und die Fetze Jung mit dem Mädchen Russ. Ob der Knän rutscht der Mann beim Frühjahrsputz durch das Hus. Alles hätt singt sich, läuft mal, alles hätt singt sich. Und am Sommerdach knallt der Sonn ober Dach. Abends stellt man der Stür für der Tür um, blieb länger wach. Auf der Autobahn sieht man eine lange Schlange. Jeder hätt ja ein Recht auf seinen Urlaubsweg. Alles Buch singt sich, läuft man, alles Buch singt sich. Wenn der Herbststurm bläst, wie der Tag schon jetzt kurz. Oh, wie's blieb man daheim, Löw auf Schluffe, das tät uns ganz gut. Und am Land hätt der Bur, alle sind Singerschür. Und seht, Gott sei Dank, Gefürke wird krank. Alles hätt singt sich, Löwmann, alles hätt singt sich. Über Nacht ist der Straß wie ein Rutschbahn so glatt. Ob der Schnee und noch Eis an uns Benz schon
viel zu lang gewahrt. Und im Herz kravet für, et Christkind steht für der Tür. Dreimal bist du noch wach, dann ist Hillige nach. Alles herzig, Liefje, alles herzig. Lustig und bunt, fast ein Loben ist da, der jetzt nicht wie länger warten kommt. Für $3 da, weht der Winter vor Jahr. Rosenmoor nach Gefühl, et Frühjahr ist nicht nie weg, alles herzig. Alles herzig. Wenn es Frühjahr geht, ist der Kirmes nicht weg. Über Nachlese und Höch hätt der niemand an der Eck sich verdrückt. Läuft mal, alles herzig. Vielen Dank. Das tut gut, mal wieder so einen Applaus zu hören. Jawohl. Alles herzig, ein wunderschönes Motto. Und das ist auch gleichzeitig die Zeile von einem neuen Lied der Blackfoes. Das möchte ich jetzt auch noch spielen. Und das heißt, wie früher, nur später. Herzig, doch manchmal jeder Mütze flöck. Und ich stand wie ne Aus vom Berg, wat gestern noch der Brüller war, dat hätt höger graue Haar. Und ich schlug blöd aus der Wäsch, doch wenn wir zusammen sind, ist alles wie es immer war, dann sind wir wieder mittendrin. Selbst noch all der lange Jahr, weil dann ist alles so wie früher, nur später. Und jeder singt so laut er kann, und jeder fühlt sich so wie früher, nur jetzt später. An das Gefühl, da gehört nichts dran, solang wir uns haben. Darin Sensation, es muss schneller, höher, bigger, jung. Auch wenn du langsam nix mehr kennst. Ja, wie lang es Leben geht, nix ist für die Ewigkeit. Die Zeit, die läuft nicht mehr, sie rennt. Doch wenn wir zusammen sind, dann ist einfach alles klar. Und wir sind wieder mittendrin. Genauso wie es immer war, weil dann ist alles so wie früher, nur später. Und jeder singt so laut er kann, und jeder fühlt sich so wie früher, nur jetzt später. An das Gefühl, da gehört nichts dran, solange wir uns haben. Man muss es nehmen, wie es geht. Alles andere hält auch keinen Effekt. Was blieb, ist die Erinnerung, wie oft das was haben. Die Zeit geht dicker und mir mit der Zeit. Alles so wie früher, nur später.
kann und jeder fühlt sich so wie früher. Nur je später an das Gefühl, da könnt nichts dran, solang wir uns haben. Und jeder fühlt sich so wie, ja, dann ist alles so wie. An das Gefühl, da könnt nichts dran. Und jeder singt so laut wie ich. Und jeder fühlt sich so wie ich. Ja, dann ist alles so wie ich. An das Gefühl, da könnt nichts dran, solang wir uns haben. Vielen Dank, Levi Ecke. Die Blackfoes mit ihrem Song für diese Session. Danke euch, Jungs. Irgendwann wird es wieder so sein wie früher. Da bin ich ganz sicher. Und dann seid ihr, dann sind wir alle wieder mit dabei. Danke an die musikalische Seele der Kölschen. So, und jetzt kommen wir so langsam. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den Mann mal vorstellen. Sie haben ihn jetzt ja schon häufiger gesehen. Wahrscheinlich blüht uns das auch noch öfter, so wie ich das sehe. Das ist Wilfried Wolters. Er ist normalerweise im Festkomitee hier bei solchen Veranstaltungen für die Platzierung von 1300 Menschen im Saal zuständig. Und zwar jeden Platz extra. Ja, und hat heute nichts zu tun. Und da hat er sich einfach eine neue Aufgabe gesucht, Wilfried. Ne? Ob das mir passt oder nicht, das wird so sein. Also stehe ich jetzt hier richtig? Stehst richtig. Ist Ja, so oder wunderbar. so. Okay. Dann kommen wir so langsam zum offiziellen Teil des Abends. Es folgt jetzt der Prolog. Ganz offiziell in den Farben des Kölner Karnevals. Rot und Weiß für die Stadt, Grün für das kurfürstliche Köln und Gelb für die Kirche. Und die enge Verknüpfung des Karnevals mit dem Kirchenzyklus. Die Jeckezeit hat ihren Platz zwischen Weihnachten und Aschermittwoch. Begrüßen Sie den Mann, der mit der kölschen Sprache jonglieren kann wie kein zweiter und der in dieser Session den Kölner Dreigestirn seine Aufwartung machen will. Jörg Runge, der Tuppes vom Land. Hier ist der Tuppes mit viel Kölschen Klav. Fastelavond zusammen und Kölle! Herzlich willkommen zur Proklamation. Ich wünsche euch all eine schöne Session. Hoff, ihr hattet so Hus bisschen nett, auch wenn ich euch lieber im Saal für mir hätt. Der Jötze nicht leer, kaum Menschen im Saal, verrückte Zigge, nix ist mir normal, und doch jedet Wigger, denn eins ist klar, mir lure noch Fürre und sind immer noch da. Dat alles singt Zicket, passt dort so ganz jod. Wie uns noch jeder nach, der Morgen mit Mond, wissen wir, dat et noch dunkel hell wieder weht und irgendwann wieder et Trömmelche geht. Mo sind hibbelig vom Kopf bis an de Zieh und welle kei Online-Sitzungen mi, bei denen man sich nur selber bedurt, weil man dabei oben Display nur lurt, statt mit ander Jecke zu schunkele, zu müffele, tanze und munkele, so wie sie in uns stich, uns kölsche Art, dort han mir so lang jetzt gewart, doch et nützt ja nix, denn eins ist gewiss, et kütt wie et kütt und et is wie et is, mir bliebe nit in Dröfsal gefangen, denn et hätt noch immer Jod gegangen. Doch wo ich wie abgeschrieben bei der Botschaft stand geblieben, die des Jahr im Motto stich und zu all der Jecke sprich. Alles het singt zig, krieche und lache, Betröfsinn oder Blödsinn zu machen.
esse und faste, söke und finge, schweie und schwade, sitze und springe. So wie Lech und Schatte, Frusinn und Sorge, 11.11. und Eschermittwochmorgen, alles verändert sich, darum ist klar, nix ist für immer, nix blieb, wie es war. Und da sticht ja vom Ergebnis her drin, dass schlechte Zigge nicht für ewig sind. Weshalb man beim FC alt fest daran läuft, dass das Ball in Richtung Meisterschaft läuft. Selbst im Anthony Modest brennt jetzt wieder ein Feuer. Ja, das geht uns so außergewöhnlich für, dass sämtliche Fans als Löwe am Ring der Steffen Baumgart mördene Hillie sind. Was man vom Kardinal Wölki dann aber nicht unbedingt behaupten kann. Weil, verzählt man sich ob der Jas hätte Zeichen der Zeit alt lang verpasst und dass sich dran jetzt ändere wird. Dafür ist es bestimmt allzu spät. Ganze genauso jod in dem Jade bis nom St. Nimmerleinstag Drobade. Und vom Wade können wir hier in Köln die ein oder andere Strophe erzählen. Beispielsweise unter uns im Vertrauen, wenn es darum geht, neue Brücke zu bauen. Es geht halt Leute, die sind so bang, die sagen, das mit der Brücke, das dauert noch so lang, bis der Klimawandel der Ring ausgedrückt hat. Dann braucht man kein Brück mehr und fahren durch das Bett. Doch der Kölsche sagt, macht dir keine Sorge, Küste, hück nicht, Küste. Was manchmal so ja in Erfüllung geht, wenn man am Heumarer Dreieck steht. Und es weiß ja auch jeder Mann, wie einem de Zick erschlang werden kann, wenn man ob de KVB wartet oder Schwiegermutter im Türrahmen steht, ihr Koffer abstellt und dann dabei seht, dass sie die geplante Weltreise nicht mäht. Dafür da kriegt man zu viel, de Familie 4 Wochen belästigen will. Und spätestens da weiß man, dass sich der Zick gelegentlich ins Vikauiometrik. Grad genau so wie in dem ähnlichen Fall, wenn du am Kacke bist und das Papier ist all. Und kein Mensch im Hus ist, der dich dann laut Rufe hört oder da helfen kann. Außer Schwiegermutter, die sich nicht dran stört, aber hinterher sagt, ich habe nichts gehört. Och uns Dreie stehen, hätt lang gewahrt und steht inzwischen so lang alt parat, endlich mit euch fast de Laufen zu vieren und jet abzulenken von Sorge und Viere, die uns ärgere und schwermütig mache, wobei mir Kölsche ja sündst du jen lache. Dat sich in so Zigge 3 Jäcke finge, die Wigger dran Löwe, dat et kann gelinge. Mit jeckem Hetz und frohen Sinn, selbst ob Distanz sich nord zu sinn. Dafür könne all mir Jecke ja nicht auf genug der Hut trecke. Für uns Sven, Björn und Gerion.
die halt in der zweiten Session ob das ganze Spiel drumherum getriese und sich für uns der Arsch obriese. Dafür danken wir euch von Hetzehüg Abend. Ihr seid nicht nur Kölle, ihr seid Fastelavend. Und wo wir gerade bei Fastelavend sind, vielleicht kriegen wir es ja auch noch ins Sinn, aus dem ganzen Corona-Driss jetzt zu lehren und wieder echte Fastelavend zu feiern. Traditionell und unverfälscht, ganz leis und hösch und typisch Kölsch, sodass der Willi Ostermann sich boven im Himmel freuen kann. Und an so alle Lädscher sieht man ja auch, wie der Zick rennen deit. Und ja nicht lang bruch. Bis us Hück, morgen, alt jestere weht, und einem klar weht, wie flückzig verjeht. Man sind am Brassele und am Hetze, statt en Paus zu machen, sich ins zu setzen, nur Geld zu verdienen, dat man ever dann, weil der Zick so spack ist, ja nicht ausgeben kann. Man denke an Jestere und an Morgen, mache uns auf viel zu viel Sorge, auf schönst man wisse, et het all sing Zick, vergessen wir dabei der Aure Blick. Weil alles sing Zick het, blieb ich dabei. Auch Corona ist eines Tages vorbei. Und dann schlägt uns Jecke hier wieder die Stund, und dann geht es ever so richtig rund. Hück die Sitzung mit Jala und Prunk, morgen alternativ und mit Stunk. Hück als Katz beim Fädelzug, morgen Clown mit'm dicke Buch. Der eine Tag stief staats und edel, am andere Tag leger im Fädel. Hück obgekratzt und raderdoll, und morgen dries Granate voll. Drüm Lefjecke blieb zuversichtlich, jeck und charmant. Dat wünscht ich von Hetze, der Tuppes vom Land, und dort immer dran denke, eins blieb bestanden, der Fastelavend weht nit Ungerjon. Alles het sing Zick, Fastelavend zusammen und Kölle! Allah! Dankeschön! Vielen Dank, Jörg Runge. Der Junge hat sich wieder eine wunderbare Reim ob die Session und ob die Situation gemacht. Leven Tuppes, herzlichen Dank und wir sehen uns wieder. Ja, meine Damen und Herren, der Tuppes hat recht. Der Karneval wird nicht untergehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in diesen Zeiten Dreigestirne haben. Aber sie sind erst so richtig im Amt, wenn sie auch ihre Insignien haben und damit auch ihre Macht bekommen. Kommen wir also nun zur Proklamation der Dreigestirne. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Rieker. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin. Wir beginnen die Proklamation jetzt mit dem Kinderdreigestirn.
Ja, ich darf Ihnen die drei zunächst vorstellen. Felix Diederichs, Robin Fischenich und Helena Baum. Ja, dann komme ich als erstes zu unserem designierten Kinderprinzen, dem Felix. Du bist mit deinem Bruder Paul hier, der ist in der Equipe und unterstützt dich. Das finde ich ganz wunderbar. Und ihr beide kommt aus Pulheim. Also auch in Pulheim wird Fastelovend gefeiert. Ich habe gehört, du magst die Kölschen Lieder und tanzt auch gerne nach den Kölschen Liedern. Und ich denke, das wirst du auch als Kinderprinz tun und damit alle anderen Kölschen Kinder begeistern, weil das ist schon was ganz Besonderes, auch in dieser etwas schwierigen Session. Ich proklamiere dich zum Kinderprinzen in der Session 2022. Und jetzt kommen wir zu dir, Robin. Du wohnst in Weiß und bist jetzt schon Mitglied der Blauen Funken. Das ist ganz großartig, dass du als Kinderbauer helfen willst, auf die Stadt Köln aufzupassen, auf unsere Heimatstadt. Und du sagst, Karneval ist ein gut Gefühl. Das finde ich und das finden wir alle auch. Ich proklamiere dich zum Kölner Kinderbauern in der Session 2022. Liebe Helena, das Süßeste kommt immer zum Schluss. Und du bist nicht nur das Süßeste, sondern du bist auch das Schönste. Und das sage ich jetzt, dabei gucke ich mir jetzt die designierte Jungfrau mal an. Du bist das Schönste, was der Kölner Karneval in dieser Session zu bieten hat. Und du bist ganz sportlich, ein ganz sportliches Mädchen, bei der großen KG Frohsinn. Und ich glaube, wir kennen uns. Du bist schon mal in der Equipe gewesen als Page. Also eine richtige Karnevalsprofi. Ich proklamiere dich zur Kölner Kinderjungfrau in der Session 2022. Dreimal von Hetze, Kölle, Allah. Equipe Allah. und alle Jäckepens. Vielen Dank. Musik bitte ab. Alles hat den Zick, die Zukunft fest im Blick. Das macht alles vor, ist längst vorbei. Denn alles hat den Zick, alles hat den Zick. Alles hat den Glück. Immer wieder neue Sache, jewe. Denn die Uhr dreht keiner mehr zurück. Das hier hört doch bei uns Pen zum Level. Geht manche Menschen dadurch all ihr Glück. Auch wenn so viel Neues gibt, ist das tiefe Biss. An kölsche Traditionen halte man fest.
Super, ganz stark. Ganz stark, super. Ja, ich glaube, auch die Großen scharren schon mit den Füßen, denn sie wollen auch endlich in ihre Session. Sie wollen die Zeit nutzen, um den Menschen den Karneval nach Hause zu bringen, heute Abend, aber auch an all den Möglichkeiten in dieser Session. Daher bitte ich, das designierte Dreigestirn bitte Aufstellung zu nehmen. Ja, und ich darf Ihnen und Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, die drei auch noch mal vorstellen. In der Mitte Sven Oleff, dann Gerion Glasemacher und Dr. Björn Braun. Ja, leben Frau Oberbürgermeisterin, walten Sie Ihres Amtes. Ja, liebe Freundinnen und Freunde vom Kölsche Fasteleer, liebe designiert Dreie stehen, mir altrare he in de Zick von der Pandemie zwei Hetze in uns. Das eine schlägt dafür, dass wir zusammenstehen und aufpassen, dass keiner von uns krank wird. Das andere Hetz, es schlägt für Zusammensinn, für die Russ zu jon, für die Fasteloven zu feiern. Alle zwei Hetze schlagen laut und flöck. Und so lehn wir hück, de Hand op de Brust und flüstere höch, alles hetzing zick. Jetzt ist die Stund von der Proklamation. Das ist immer die Zick von Vorfreude ob eine einzigartige Session. Man können hück noch nicht wissen, wie wir im Februar Fasteloven feiern dürfen. Aber es wird anders sein als sonst die Jahr. Mit viel weniger Menschen. Darum ist jetzt die Zeit, sich zu präparieren, sich an die Regeln zu halten und alles zu tun, dass wir wenigstens ein bisschen feiern können. Lev designiert Drehe stehen. Er sieht ganz besonders Drehe stehen. Nicht nur für mich, für uns alle. Ihr seht Drehe stehen für die Geschichte vom Kölsche Fasteleer. Denn noch nie, ja, würde Dreie stehen, dass zwei Sessionen hintereinander im Amt erlebt hat. Ich steht euch von ganze Herzen wünsche, dass er dies Jahr Fastelovend auch mit den Menschen feiern dürft. Ich freue mich aber auch, Vorbild zu sein. Denn die Jecke in Köln, die lure zu euch ob. Es ist ihr Aufgabe, mit jedem Beispiel voranzugehen und zu sehen, wie man feiern und die Regeln einhalten kann. Ich tue euch jetzt der Redner und wie die Tradition verlangt proklamiere. Lieber Sven Oleff. Ein Fürbild sollst du im Fasteloven für alle Jäcke sein. Ding Arbeit als Prinz wird sich auch dies Jahr wieder von Dinge Vorgänger unterscheiden. Und du wirst klug regieren müssen. Versprichst du, Ding Aufgabe ernst zu nehmen? Ob Ding Hetz zu hören und Freud unter die Jäcke zu bringen? Das will ich tun. Dann gebe ich dir jetzt die Pritsch. Mit der Pritsch hast du die Mare über das Jäcke Volk. Ich proklamiere dich zum Prinz Karneval, Prinz Sven I.
will Gerion Jase machen. Als Bur sollst du mitfieren. Denk dran, dass du denen, die es überdriven, klar entgegentrittst und sie dafür begeisterst, mit Abstand zu fieren. Versprichst du, dass du das jecke Volk dabei unterstützt, sich an die Regeln zu halten? Das verspreche ich. Dann kriegst du jetzt von mir die Stadtschlüssel für uns schön Köln. Ich proklamiere dich zum Kölner Bauer Gerion. Liebe Björn Braun, als Jungfrau ist das Ding aufgab, mit der Kölsche Hetzesspruch, de Minsche zu erreichen. Versprichst du die Weisheit und die Schönheit zu nützen, um de Minsche im Fasteloven zu begeistern? Das du nicht verspreche. Dann proklamiere ich dich zur Kölner Jungfrau Jerdemi. Lassen wir ausrufen, ob unsere Heimatstadt Kolonia, ob de Kölsche Faste leer und ob uns drei stehen. Dreimal von Hetze, Kölle, Festkomitee, Jürzenich. Vielen Dank. Levjecke, liebe Freunde des Kölner Karnevals. Wieder einmal stehen wir als Kölner Dreigestirn vor einem fast leeren Gürzenich. Wieder einmal sitzen die Jecken zu Hause. Aber seid euch gewiss, wir drei würden nichts lieber, als mit euch fastelovend und das Leben zu feiern. Und glaubt mir, diese Normalität wird zurückkehren. Wir möchten euch daran erinnern, wie es einmal war und wie es ganz gewiss auch wieder sein wird. Und das tun wir genau so. Ich stund damals hier am Straßenrand mit Kamelle in der Hand. All die bunte Ware hatte ich bis dahin nicht gekannt. Und am Ende vom Zug, da wurde dann noch ein Dreie stehen präsentiert. Der kleine Fetz mit der Kamelle war einfach fasziniert. All das Lache, all das Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, die so lang auf uns gewartet. All das Glück, das wir gefunden, für ne gute Augenblick. Gebe mir als welches Dreie stehen zurück. Gebe mir als welches Dreie stehen zurück. Ich stund damals am Straßenrand und der Papa an meiner Hand. All der Jäckeltrubel war für mich so interessant. Und am Heimweg sah ich Papa, ich werd irgendwann ne Prinz. Der Papp, der nahm mich in den Arm und sagt ganz leis, du spinnst. All das Lache, all das Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, die so lang auf uns gewartet. All das Glück, das wir gefunden, für ne gute Augenblick. Gebe mir als welches Dreie stehen zurück.
Kölsches Rehe stehen zurück. Ich steht hier für uns am Straßenrand mit nem Lache im Gesicht. All die bunte Jäcke stund zusammen her am Weg. Jetzt sind wir für euch drei stehen, dat wird uns langsam klar. Für uns kleine Pens von damals wird ne Traum jetzt endlich wahr. All dat Lache, all dat Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, wir haben lang auf euch gewartet. All dat Glück, dat wir gefunden, für ne gute Augenblick. Ja, bei mir als Kölsches Rehe steht zurück. All dat Lache, all dat Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, wir haben lang auf euch gewartet. All dat Glück, dat wir gefunden, für ne gute Augenblick. Ja, bei mir als Kölsches Rehe stehen zurück. Ja, bei mir als Kölsches Rehe stehen zurück. Wir haben das Jahr ein zweites Mal eine Session, wie wir uns für den dreckige Virus nicht vorstellen konnten. Keine Proklamation im vollbesetzten Jötzenich, keine Sitzung, keine Ball und keine einzige Zug. Das tät uns all wie. Besonders, weil wir uns für Kotem noch so drauf gefreut hatte und zuversichtlich waren, endlich wieder war noch ein bisschen höher als sonst, Fastelovend feiern zu können. Die Enttäuschung ist groß. Für die, die sich ehrenamtlich im Fastelovend engagieren, die viel Arbeit, Zick, Geld und Herzblut in ihr Vereine, Tanzgruppe, Gesellschaften und Traditionskurs investieren, um nur einige zu nennen. Für die, die sich wie Jeck drauf gefreut haben, endlich wieder ob der Bühne zu stehen, um zu singen, zu tanzen, zu schwaden und zu lachen. Für die, die im Fastelovend und mit dem Fastelovend ihr Leben finanzieren. Die Wetzlück, die Hoteliers, die Saalkapelle, Techniker, Bands und Redner. Die Enttäuschung ist groß. Und bei Mensch einem weiß die Verzweiflung darüber, wie es überhaupt gehen soll. Vielleicht aber bet uns der ganze Driss, der wir im Moment mitmachen, auch uns die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was der Kölsche Fastelovend in seinem Hetze ähnlich ausmäht. Warum und wofür feiern wir Fastelovend? Dazu muss man zuallererst sagen, der Kölsche Fastelovend fällt nicht aus. Weihnachten, Porsche und Pfingsten fallen ja auch nicht aus. Der Kölsche Fastelovend ist nicht irgendeine beliebige Party oder ein Allerwelts-Event, der man wird einem gerade so in der Kompass in der Sommer oder sonst wohin verleihen könnt. Der Fastelehr ist und blieb unverrückbar dat Fest, dat et Live fiert. Beführt sich 6 Wochen in der Fastezig hoffentlich besinnt, um sich ein Porsche dafür zu bereiten. Und er ist noch viel mehr.
Der Kölsche Fastelovend ist ein wertvolles Geschenk. Er ist für uns Kölsche so wichtig wie der Dom und der Dreikönigsring. Er ist quasi der Kitt und das Bindeglied unserer Gesellschaft in unserer geliebten Stadt. Er bedrückt Sozialengagement, mit wie viel Begeisterung und Freude andere Menschen helfen, auch über die Jecken der Gerust. Er bringt Kraft, Zuversicht in Altenheime, Krankenhäuser, Schule, Kinderjade und in so menschgebrochene Hetz. Er ist Hoffnung. Als 1949 der erste Rosemonderszug nach dem Krieg durch die Ruine von unserer geliebten Vaterstadt getroffen ist, war das für uns Kölsche das Signal. Wir sind noch da. Wir kommen wieder auf die Beine. Man kriegt uns nicht kaputt. Herr Lev, Toleranz. Jeklos Jägerlands ist in Köln mehr als so ein dahergesagter Spruch. Wir sind tolerant gegenüber Lück, die anders denken als wir selbst. Aber Toleranz heißt nicht, dass man machen kann, was man will. Jetzt recht nicht in unserem geliebten Fastelehr. Und deswegen wollen wir drei auch eins deutlich sagen, was Fastelovend nicht ist. Der Fastelehr, den wir meinen, ist nicht die typische Straße, nicht das Viere oder besser Suffe bis zur Besinnungslosigkeit, bis der in der Sod litt, wo Fraulück freiwillig sind. Und man mit der kölsche Tradition nix, aber auch ja nix am Hut hat. Unsere Fastelovend ist ganz fing, ganz zerbrechlich, wie ein klein Quöschen, den man häje und flähe muss, dat er niemals seine eigentliche Sinn verliert. Und dat tun mir jähn und von Hetze. Dazu fühlen wir uns verpflichtet. Mir verzweifeln nicht. Mir han Hoffnung auf bessere Zige. Und auch, wenn wir manchmal selbst erst bedrückt sind wir über Dreie stehen. Üre Prinz, üre Bur und üre Jungfrau. Wir sind für euch da. Wir stehen zu euch, so wie ihr zu uns steht. Wir stehen zusammen. Wir bedanken uns beim großen Senat, der wieder diesen hervorragenden, wundervollen Plugin gestiftet hat. Vielen Dank dafür. Ja, herzlichen Dank an euch drei. Nehmt bitte wieder Platz und danke auch an Sie, liebe Frau Oberbürgermeisterin, für die Proklamation. Und meine Damen und Herren, ich darf Sie hier noch mal aufmerksam machen auf unser Kölner Kinderdreigestirn.
So, jetzt haben die drei hier ihre Insignien der Macht und wir haben unser Dreigestirn. Wir haben an der Spitze unseren Prinzen, Prinz Sven I. Neben ihm Bauer Gerion. Und ihre Lieblichkeit, Jungfrau Gerdemie. Gerdemie, das ist ja eher ein ungewöhnlicher Name. Was hat es damit auf sich? Ja, Lev Jecke, ich habe mir den Namen Gerdemie gegeben als Hommage an Gerdemie Bassing. Sie war das erste Ehrenmariechen der Altstädter Köln, unserer Heimatgesellschaft. Und sie war auch das erste Tanzmariechen im Kölner Karneval, das eine Hebefigur in einem Tanz dargeboten hat. Das war einer der Gründe, warum die Altstädter zum Traditionschor des Kölner Karnevals ernannt wurden. Und nun ist es uns dreien eine ganz besondere Ehre, unser aktuelles Tanzpaar anzusagen. Jeanette Koziol und Jens Kebbe. Meine Damen und Herren, die Akteure hier auf der Bühne haben das ganze Jahr vorbereitet, um ihre Leidenschaft für den Tanz hier heute zu zeigen. Und das nicht nur hier in Köln so, sondern überall im Land bereiten sich Tanzpaare und Tanzgruppen auf ihre Session vor. Und wir wünschen Ihnen alle, dass Sie möglichst viele Gelegenheiten haben, Ihr Können zu beweisen und uns damit die Freude zu geben. Herzlichen Dank an das Tanzpaar der Altstädter, an Jeanette Koziol und an Jens Kebbe. Ja, genau so sieht das aus. Ja, entschuldigen Sie bitte, ne? Wo ich überall abstauben muss. Hier doch, das ist ja, und ja, ihr steht schon lange hier, wa? Hör mal, ja, guck, ach meine Güte. Hör mal, ja, wo ich überall, der Spinnwegen weg. Herrlich, guck mal, hier oben ist auch eine Besen. Ja, man muss ja alles sauber halten, ne? Herrlich, das ist schön.
Das gefällt mir. Guck mal hier. Oh, ist noch eine ganz frische Standard hier. Na, herrlich. Guck mal, sehr schön. Wunderbar. Nee, das ist schön. Da wollen wir hoffen, dass ihr bald wieder zum Leben erweckt werdet. Ne? Ja, nicht dadurch, dass hier geht wie die Terrakotta-Armee. Ne? Nein. Also, ihr seht auf jeden Fall ein bisschen lebendiger aus. Ne? Eben hier oben. Dankeschön. Also, ja. Tut mir leid, muss ja sein. Ne? Sollte alles seine Richtigkeit haben. Ich finde hier bestimmt noch mehr. Ne? Guck mal hier, ja, Stiefel. Freundchen. Aber, ne? Hätte man mal drauf gucken können. Ne? Gott, auch Hallöchen. Ne? Bisschen Obst im Spiel. Ne? Immer schön. Ja, Sie hören, ich bin auch ein bisschen lediert mit der Stimme. Ich habe bei der Wahl eine Stimme zu viel abgegeben. Ne? Jetzt muss ich gucken, wie ich damit klarkomme. Ne? Guck mal, schön. Gut sieht das hier aus. Herrlich, ne? Ich freue mich. Das ist ja für mich auch schön. Sonst sind immer erst nach der Proklamation ist der Saal leer. Ne? Diesmal war es von Anfang an so. Ne? Herrlich, da kann man nur sagen, bei so vielen Funken im Saal, da muss doch eigentlich der Funke überspringen. Ne? Da muss... Da muss eigentlich der Funke überspringen. Ne? Das ist ja mit den Funken auch so eine Sache. Ich meine, wenn die ganzen Gardeoffiziere und Funken jetzt fast 2 Jahre schon ohne in ihren Uniformen zu stecken und ohne die Pandemiepfunde vor allen Dingen. Ne? Es ist gemeint, da haben wir alle, und ich mache das ja so gerne, ne? Weißt du, gerade bei den Gardisten, wenn die diese engen weißen Hosen anhaben, da sieht man auch sofort, wenn Sympathie im Spiel ist. Ne? Das ist ja, aber wenn ich mir jetzt hier das große Dreigestirn und eben auch das kleine Dreigestirn anschaue, das ist ja quasi der Stolz von Kölle. Da muss ich sagen, weißt du, was habt ihr in den letzten Monaten eurer Regentschaft, was habt ihr alles gesehen und erlebt, hör mal. Zwischen Delta und Omikron gab es nur Thomas Gottschalk und Karl Lauterbach im Fernsehen. Das ist, ja, der eine macht Werbung für Hörgeräte und dem anderen könnte nun endlich mal jemand ein Werbeangebot für eine ordentliche Zahnprothese machen. Das ist, aber ich sag mal so, was hier für Köln das Dreigestirn ist, das könnte man jetzt bei der Bundesregierung, könnte man sagen, oder in Deutschland ist das die Ampelkoalition, ne? Dann wäre jetzt quasi der, ja, wie sagt man, der Olaf Scholz wäre jetzt quasi der Festkomitee-Präsident, ne? Ja, das wäre dann interessant, ne? Wenn man dann weiter guckt, immer wenn der unangenehme Neuigkeiten hat, dann schickt er seinen Hofnarren, Herrn Lauterbach, ne? Der erzählt uns dann alles. Dann haben wir natürlich der Prinz. Ne? Vor 2 Jahren wurde der Prinz Christian, hier Prinz Tränchen genannt. Ne? Das ist schön. Ne? Bei der Regierung ist das dann jetzt Prinz Strähnchen. Ne? Der Christian Lindner, würde ich sagen, ist der Prinz. Robert Habeck macht den Bauern. Die kleine Annalena fliegt im umweltfreundlichen Flugzeug oben, ne? Umrundet die quasi. Herrlich. Hör mal, schön, ne? Und unten macht dieselben Runden dann das Bodenpersonal, Cem Özdemir mit dem Fahrrad. Ne? Es ist wirklich, es ist schön, ne? Das Annalänchen. Ich glaube, da haben die Grünen den Bärbock zum Gärtner gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, und ich bin letztens bald umgefallen, ich habe das Annalänchen gesehen, wie sie Englisch gesprochen hat. 50 Jahre bin ich aus der Schule entlassen. Und da spreche ich ein besseres Englisch als die, ganz ehrlich. Und ich hatte noch nicht mal Fremdsprachen. Ganz ehrlich, die könnte nur Nachhilfe bei Lothar Matthäus nehmen. Man könnte auch sagen, her English is not the yellow from the egg. Na? Ganz ehrlich, eine Außenministerin mit Schultüte.
Ganz ehrlich, wenn die das erste Mal zu dem Putin ankommt, Leute, der reitet die nackt auf dem Pferd um. Das ist doch wahr, meine Güte. Aber was rede ich hier von Pferden? Ich habe so viele Menschen hier. Das ist so schön, wenn man mal wieder so viele Menschen auf einmal, und es sind ja noch nicht mal viele, aber selbst das empfindet man schon als so schön, wenn mal wieder Menschen zusammen sind. Es ist ja ein bisschen, was ist ja möglich. Herrschaften, Gott sei Dank seit 2G, 3G, 2G plus, ne? Geht das? Dass ich nicht lache. 2G, 3G, ich habe 85G, ne? Also, das. Und den Familienstand so zu halten, wie er sein muss, das war die Herausforderung in der Pandemie, muss ich sagen, weil wir waren ja sehr viel zu Hause. Das Problem war nicht, dass wir zu Hause waren, aber der Partner war ja auch viel zu Hause. Mein Erwin auch. Leute, und das ist nicht schön. Man verbringt viel, man muss ein dickes Fell haben. Das sage ich, wie es ist. Es war nicht immer einfach, ne? Wenn du nicht aufpasst oder aufgepasst hast bis jetzt, dann kann es dir durchaus passieren, dass du das wie meine Nachbarn machst, die feiern jetzt ihre Blumenhochzeit. Ne? Ja, sie ist verwelkt, er ist verduftet. Ne? Also, ich sag mal so, eine Ehe sollte im Optimalfalle ja so laufen, ne? Wie ein Workshop. Ne? Ich sag mal, er geht worken, sie kann shoppen. Ja. Ach, nee. Ja, und mittlerweile muss auch ich sagen, ich bin sehr bequem geworden in der Pandemie. Ich habe mir leider auch das Online-Shoppen so ein bisschen angewöhnt. Und das hat dann auch ziemliche Ausmaße angenommen, bin ich ehrlich. Mittlerweile ist es so, dass der Amazon-Bote und der Hermes-Paketbote eine Haustürschlüssel von uns haben, damit die samstags nachts, wenn die Pakete bringen, nicht immer klingeln müssen. Ne? Ja. Letztens habe ich so viel Stress auf der Arbeit gehabt, 2 Wochen durchgängig, bin ich noch nicht mal zum Bestellen gekommen. Da hat der Paketbote bei uns geklingelt, hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil er nichts mehr... So, was? Nee, das ist einfach, da sagt man sich, Mensch, man muss mal wieder raus. Weißt du, Leute, solange es irgendwie geht und wenn es irgendwie geht, geht raus, geht in eine Gastronomie. Die haben hier noch mitgekriegt. Die armen Gastronomen, die haben ja kein Personal mehr. Aber die sind alle in der Lockdown, sind die alle weg, abgewandert. Ja, das ist so. Wir hatten unsere Weihnachtsfeier letztens, unser Wirt, der hatte einen Kellner reaktiviert. Leute, ungelogen, hör mal, der hat beim letzten Abendmahl schon gekellnert. Ganz, ja. Es war wirklich, also das kannst du ansonsten, es ist gerade, finde ich, eine herrliche Zeit. Am Donnerstag hatten wir noch die Heiligen Drei Könige. Ne? Wenn man das genau nimmt, dann sind die ja damals auch nach Köln ausgewandert. Ne? Nee, das ist ja, die sind ja immer noch da. Ne? Also, wenn dann damals hätte, ja, Vox dreht ja nicht mehr diese Auswanderer-Doku, ne? Damals zumindest waren die noch nicht da, ne? Sonst wäre wahrscheinlich der Balthasar, wäre das der Conny Reimann aus dem Morgenland, ne? Also, ja. Hör mal. Und in diesen Zeiten hätten die in dieser Woche garantiert erstmal die 3 Geschenke nach Helene Fischer gebracht, ne? Ja, die 3 Geschenke von der Heiligen Drei Könige. Silber, Eisen und ein Mikrofon, ne? Ja, okay. Ja, Herrschaften, so sieht das aus, ne? Also so ein heißes Eisen hätte ich auch gerne mal wieder im Feuer. Gut, ich habe nur meine Erwin, ne? Ich sag letztes auch noch zu meiner Erwin, ich möchte jetzt aber, dass du mir auch mal wieder irgendwohin ausführst, wo es mal richtig teuer ist. Ja, sagt er, ist gut, setz dich in ein Auto, wir fahren tanken. Ne? Ja. Also. In
diesem Sinne, Herrschaften, in diesem Sinne gehe ich jetzt auch mal nach draußen und tanke. Und zwar voll. Ihr bleibt hier alle bitte negativ, aber optimistisch. Macht es gut, bleibt gesund, alles wird gut. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie haben sie erkannt, die Abstauberin des Jahres, Agnes Kasulke. Ja, und mein großer Dank gilt vor allen Dingen jetzt in dem Moment den Präsidentinnen und den Präsidenten der uns angeschlossenen Gesellschaften, die hier in der Proklamation wirklich für einen würdigen Rahmen gesorgt haben. Ihr wart hier, ihr vertretet den Kölschen Fastelovend und das bei der Proklamation unseres Dreigestirns. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr heute so ein Standvermögen hier gezeigt habt. Und jetzt erlöse ich euch euer Ausmarsch. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit nutzen und auch noch mal Danke sagen bei dieser hervorragenden Musikbegleitung, die wir heute Abend hier haben, mit dem Orchester Helmut Blödgen, Matthias Hesseler an der Spitze. Herzlichen Dank! Ja, liebes Dreigestirn, extra für euch und für diese besondere Proklamation gibt es jetzt einen ganz besonderen Auftritt. Eine Weltpremiere. Wir erwarten ein musikalisches Dreigestirn. 3 gestandene Karnevalisten, die sich für heute Abend ein besonderes Programm ausgedacht haben. Ein Herrengedeck sozusagen. Eigentlich ist ein Herrengedeck ja ein Kölsch und ein Korn. Heute Abend ist es aber ein Klavier und Kölsche Lätsche. Aber mit neuen Texten. Denn 2 Jahre Pandemie gehen auch an Karnevalsliedern nicht spurlos vorbei, sodass die Texte angepasst werden mussten. Das Herrengedeck, Volker Weininger, Martin Schops und J.P. Weber. Het is eure Brief pro Abend, het is schöne Schee zu sehen. Het eensje fest für 7 Wochen, meist ist es ja nicht drin. Ja, passiert ganz schnell Revue, Jung, ich an geraden Déjà-vu. Ja, 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 ihr seid immer noch da. Weil der Virus nicht kaputt geht und die Welt immer noch am Kopf steht, singen wir ja, 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 ihr seid immer noch da. Dieselben 3 sitzen hier wie im letzten Jahr. Han sich nicht bewegt aus dem Jötze nicht, sie keinem Jahr. 2-mal Prinz zu singen, in Köln am Ring. 2-mal Prinz zu singen, was sind das Ding? Die Strumpfputzjück wie Jeck, ich han bald so ein Hals. Ewig Prinz zu singen, ich bin doch nicht Prinz Charles. Ach, hätt ich nur ein einzig Mal ein jeckes Volk im Karneval, nicht dieser Driss wieder von vorn, in Stimmung wie beim Kuckelkorn, da
Das wär so wunderschön. Das wär so wunderschön. Das wär so schön, um wahr zu sein. Jevent war nun, denn Jans Kölle will Ruß. Oh, RKI, Jevent war nun von dieser Pandemie. De Mundwinkel vom Wieler hänge. Wer hilft in der Not? Der Drosten ist wie Jäck am Schengel. Der Jung hätt sicher Wut. Jens Spahn hätt längst die Faxen dick. Frustriert von Omikron. Ja, die Inzidenz, die spielt total verrückt. Was hält Bill Gates davon? Wann geht dieses Virus endlich weg? Wir spritzen täglich BioNTech. Auch wenn wir ab und zu Symptome haben, wir leben wieder dran. Der R-Wert von Köln ist jo, der ist so jo. Der R-Wert von Köln ist jo. Der R-Wert ist super jo. Der R-Wert von Köln, jo, der R-Wert von Köln. Der R-Wert von Köln ist jo. Ich bin der stolze Wildtyp, komm im Flieger nach Köln-Bahn. Und ich bin Covid-Alpha, kam was später, Deutsche Bahn. Ich bin Delta, die Mutante. Und ich bin Omikron. Ihr wollt Globalisierung, das hat er jetzt davon. So sind wir all hierhin gekommen, von Mensch zu Mensch bis Deutschland hin. Durch uns hat Karl der Olymp erklommen. Autobahn. Wir sind wie wir sind, wir blieben am Ring, bis wir auch endemisch sind. Dummer BioNTech. Dummerens BioNTech. Hammer nicht. Hammer nicht. Oh je, so ne Dress. Oh je, so ne Dress. Nimm mich halt ein anderes Vakzin. Nimm mich halt ein anderes Vakzin. Die Quarantäne geht weiter, der Impfstoff ist knapp. Der Impfstoff ist knapp. Die Quarantäne geht weiter, der Impfstoff ist knapp. Der Impfstoff, der ist knapp. Es ist noch Astra da, Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Es ist noch Astra da, das Zeug muss weg, das war schon schlecht letztes Quartal. Wenn's keiner will, schicken wir's in den Senegal.
dachte wirklich schon, die Wissenschaft wird wissend sein. Da fuhr ich in den Osten rein und merkte, dass nur 12% der Menschheit wahre Wahrheit kennt. Der Rest der Welt sind völlig hohle, glauben echt an Aerosole und dass ein Virus Schaden macht. Zum Glück hab ich jetzt quer gedacht. Das schönste Mädchen von Mecklenburg klickte sich bei Facebook durch und weiß seitdem ganz ungelogen mehr als wie die Virologen. Sie brauchte 10 Minuten nur und hat jetzt Facebook-Abitur. Wissenschaft ist nur Tamtam, stand so ja auf Telegram. Juhu, schubidubi, wa, wa, juhu, schubidubi, wa, wa, juhu, schubidubi, wa, wa, juhu, schubidubi, wa, 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 wa. Ich trove Leckerchen, ich lebe im Edeka, et sprach mich an, ist das die Dingrevier? Ich sag, ja, da, und ich muss dich warnen, lass bloß die Finger vom Klopapier. Ich bin ne Hamster, lief Marielche, bin ne Hamster durch und durch, muss mich eindecken, kauf mir Insekten, ich bin ne Hamster, mach dir kein Sorg. La 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 la. Wie soll das nur wieder gehen? Wann sind wir all immun? Will mit Menschen jetzt machen, ohne Maske laut lachen, ist das vorbei? In der Wirtschaft auf der Eck steht jetzt ein Spuckschutz ob der Thek. Kein Kuss ob ein Schnütchen mit Duft von Mettbrötchen, lief das jetzt so. Was doch passiert, das eine ist doch klar. Sobald der Dritte rum ist, dann sind wir wieder da. In unserem Frieden stehen wir wieder zusammen, so eng wie es nur geht. In unserem Frieden. Ja, vielen Dank, ihr drei, für diese großartige Überraschung. Wir haben uns sehr gefreut und wir sind der Meinung, besser kann man das Kölsche Krätzchen nicht präsentieren. Ja, von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank, weil
Ihr habt da so eine alte kölsche Tradition wieder ausgegraben. Früher war das üblich, dass man neue Texte machte auf Lieder, die jeder kannte. Und das jedes Jahr und ganz aktuell. Also eine alte Tradition, die ihr wieder erweckt. Herzlichen Dank dafür. Et Herrengedeck! Danke an Volker Weininger, an Martin Schops und J.P. Weber. Selbe Prozedere wie letztes Jahr. Ja, meine Damen und Herren, noch eine Premiere. Kölsch im Jötzenich im Saal bei der Proklamation. Großen Applaus dafür. Same procedure as every year. So, jetzt nimmt wieder Platz, dann können wir weitermachen. Ja, meine Damen und Herren, Sie machen sich gar keine Vorstellung davon, wie viele Menschen nötig sind, wenn so ein Dreigestirn unterwegs ist. Hier unten sehen Sie die engste Entourage, quasi die Adjutantur und die Equipe des Kölner Dreigestirns. Die Adjutanten, den Hoffriseur, den Prinzenführer, den Chef der Equipe, also die Menschen, die dafür sorgen, dass die drei rechtzeitig bei jedem Auftritt und am richtigen Ort vor allen Dingen auch sind. Das ist extrem wichtig. Und das machen die eine ganze Session lang, alles in Ehrenamt. Ein ganz, ganz großer Dank von hier oben an euch. Ja, und da sind noch mehr, zum Beispiel die Fahrer, also ein Knochenjob sozusagen. Die können ja nicht mal was trinken so in der Session und müssen ständig mit euch unterwegs sein. Es sind karnevalsbegeisterte Menschen und wir haben an für sich nie Nachwuchssorgen. Und ich glaube, es gibt hier noch einen ganz erfahrenen Bewerber für den Job. Lassen wir uns mal überraschen. Hier kommt Jens Singer. Herrlich, der Farbfilm mit Orchester Helmut Blödgen. Das Lied habe ich letztes Jahr irgendwo gehört. Wunderbar, Jungs. Ja, Allah von Fastelovre zusammen. Schönen Abend. Mein herzlicher Gruß an das hochgeschätzte Dreigestirn. Herr Präsident, ich bin gekommen, um mich zu bewerben. 16 Jahre Chauffeur von Angela Merkel. Was soll danach noch kommen? Olaf Scholz fahren. Wer soll denn da wach bleiben? Meine Damen und Herren, haben Sie die Neujahrsansprache gehört? Wenn der so eine Rede bei uns im Auto hält, landen wir in der Leitplanke. Nee, ich will ein Dreigestirn fahren. Nach Angela Merkel können nur noch die drei kommen. Ich bringe auch jetzt mit. Wir Regierungsfahrer haben alle einen Schulabschluss und die passende Ausbildung. Ganz im Gegensatz zu manchem Minister. Ja, für Minister reicht heutzutage schon das Seepferdchen. Ja, ist doch wahr. Ich meine, warum reden denn alle Politiker ständig von mehr Bildung? Sie fordern alle mehr Bildung. Jeder will das, was ihm am meisten fehlt. Gut, es kommt doch immer ein bisschen auf den Vergleich an. Ich war in der Schule immer der Döfste, immer der Schlechteste. Aber irgendwann sind meine Eltern mit mir nach Düsseldorf getroffen, da galt ich plötzlich als hochbegabt. Ja, im Beruf Chauffeur der Kanzlerin und im Fastelovre in der Bütt. Das kriegen ja viele Leute nicht zusammen. Warum eigentlich? Wir haben doch im letzten Jahr alle erlebt, was in der Politik nebenbei für Geschäfte gemacht werden, oder? In dem windigen Umfeld ist Büttenredner noch der seriöseste Nebenjob.
Ich habe ein Jahr hinter mir, ihr glaubt es nicht. Letztes Jahr im Frühjahr, so hat ja nur so als krieg ich einen aus Aachen. Ne? Ich bin extra in der Hauptstadtvertretung von Mercedes-Benz gefahren. Ich sage, ich hätte gerne einen neuen Mercedes für Armin Laschet. Da sagt der Berliner Verkäufer nur drauf, wir machen hier keine Tauschgeschäfte. Aber Politiker sind wir Reifen. Ohne ein richtiges Profil könnte man nicht schlingern. Und deswegen könnte man der CDU jetzt auch Friedrich Merz. Sein Fahrer ist schon schwer am Strunzen. Ja, für Karrierung können sich warm anziehen. Einen Friedrich Merz hält doch eine Ampel nicht auf. Ich denke, oh wei, die Einstellung kenne ich von so manchem Berliner Taxifahrer. Das endet eher im Krankenhaus als im Kanzleramt. Ja, meine Damen und Herren, Friedrich Merz, das bewundere ich wirklich. Der war ja, wie lange war er weg? 10 Jahre, 16 Jahre, oder Jungs? Jedenfalls unendlich lang. Aber der hat sein Gewicht gehalten. Gut, das ist für den Mann auch kein Problem. Friedrich Merz ist Sauerländer und die ernähren sich bekanntlich nur von dem, was der Holländer aus dem Auto schmeißt. Schönen Gruß nach Olpe, kann ich da jetzt auch nicht mehr auftreten. Ne? Aber der Friedrich Merz hat sich diese Woche mit Markus Söder getroffen. Der war ja auch ganz scharf auf den Job als Kanzler. Ne? Wir hatten ja noch nie einen Kanzler aus Bayern. Bisher scheiterte das immer an der Sprachbarriere. Ja, und als der Söder das dann nicht geworden ist, da hätte dem Laschet nur noch in die Knochen rein. Ne? Ich dachte immer, CDU und CSU, das wären so was wie Schwesterparteien. Die CSU sei im Grunde nur was wie die CDU, nur mit Leberschaden. Ne? Ich meine, die Grünen sahen sich ja auch schon im Kanzleramt. Ne? Aber das haben sie verbeerbockt. Die Grünen sind im Grunde wie schlecht eingestellte Scheinwerfer. Die ganz kleinen Lichter sind die größten Blender. Aber Levlöck, jetzt sitzen die in den Ministerien, aber die können vor Kraft kaum laufen. Ich meine, da kommen die dicken, fetten Dienstwagen natürlich gerade richtig. Ich dachte immer, die Grünen hätten was gegen diese dicken Dienstwagen, ne? Ja, aber nur solange sie selbst nicht drin sitzen. Ne? Ich meine, die Grünen sind ja mittlerweile die Partei der Besserverdienenden. Und das ärgert am meisten die FDP. Hat die FDP außer Form ist, hat man gemerkt bei der Maskenaffäre, oder? Da war keiner von denen dabei. Wahnsinn. Ja, und was soll ich noch sagen zur SPD? Die sahen doch sowas von tot. Gucken Sie sich doch die Ruhrgebiets-SPD an. Es gibt Hotelmatratzen, da ist mehr Leben drin. Aber siegt der Bundestagswahl, feiern die ihr Comeback. Die reden so ja von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt. Meine Damen und Herren, wenn man sie nach einem Herzstillstand zurückholt, dann dürfen Sie sich freuen. Sie sollten nur nicht glauben, Sie könnten jetzt den Hawaii-Triathlon. Olaf Scholz im Kanzleramt, als ob wir da keine Büroklammern hätten. Bei seinem ersten Besuch in Brüssel haben Sie gedacht, da könnte die Urlaubsvertretung von Angela Merkel. Tja, meine Damen und Herren, 16 Jahre Angela Merkel, alles hetzing zick. Ne? Vor nicht allzu langer Zeit wollten ja viele Angela Merkel loswerden. Auch in der CDU. Höck würden die jeden Tag das Auto waschen, wenn sie nur noch mal angetreten wäre. Ich hatte auch die Idee. Wir bauen das Kanzleramt um, wir machen das Bad barrierefrei, bauen ihren Treppenlifter ein, dann gehen noch mal 4 Jahre. Da hat sie mich gefragt, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich sage, Frau Bundeskanzlerin, ich lese regelmäßig die Apothekenrundschau, da stand drin, man soll alte Leute so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung belassen. Ja, aber liebe Leute, ist doch wahr. Zu Hause auf der Couch mit diesem Professor Sauerbraten. Das kann es doch nicht sein. Ich kriege ja immer die Frage, sind die zwei eigentlich noch zusammen? Weil man sieht die ja nie in der Öffentlichkeit, also sie und ihren Mann. Ne? Nur einmal im Jahr, wenn der mitgeht nach Bayreuth zu den Wagner-Festspielen. Merkels Mann, das Phantom zur Oper.
Ich meine, sie steht ja schwer auf klassische Musik. Ne? Und beim Stichwort Oper hat die immer so ein verträumtes Lächeln im Gesicht. Unsere Kölner Oberbürgermeisterin in kalten Schweiß. Tja, Frau Reker, wer soll das bezahlen? Ne? Tja, es war schon eine Wahnsinnszick mit Angela Merkel. Aber es wird nicht einfach mit dem Ruhestand. Ich, allein schon ohne Dienstware, ne? Ich kenne Politiker, die steigen Monate nach Mandatsverlust noch hinten im Auto ein und wundern sich, dass der Wagen nicht losfährt. Es war immer klar, egal was ich fahre, eins würde ich niemals fahren. Bevor ich die AfD fahre, fahre ich eher eine Kehrmaschine in Köln-Kalk. Hesse. Der Hesse auch der letzte Dreck im Auto, aber der hetzt wenigstens nicht. Sehen Sie, und das ist das liberale, tolerante Köln. Wenn ich sowas in Dresden erzähle, muss ich den Motor laufen lassen. Aber nichts ist so schlecht, dass er nicht für irgendein Idiot ist. Seitdem die AfD im Bundestag ist, haben wir da extra weiches Klopapier. Weil die haben in ihren Reihen ganz besonders empfindliche Driesfötche. Also meine drei, vielleicht kommen wir noch zusammen, Herr Kuckelkorn, wenn Sie einen Fahrer suchen fürs Dreigestirn, ich bin Ihr Mann. Sie finden in ganz Köln niemanden, der so verschwiegen ist, als wie ich. Seht der Jeck. Köln Allah. Ja, lieben Dank, lieber Jens, der Chauffeur des Kanzleramts. Lieber Jens, danke für die Bewerbung. Du brauchst dich nicht bei uns zu melden. Wir melden uns gegebenenfalls bei dir. Herzlichen Dank an Dr. Jens Singer. Jungs, würdet ihr euch so einem Chauffeur anvertrauen? Ich weiß nicht. Habe ich mal eine andere Frage. Wie jedet euch so? Was fühlt ihr jetzt? Es geht kein Wort. Niemals im Level. Du bist nicht allein. Oh, wie schön. Sie haben es erkannt. 4 Titel, eine Band. Cat Baloo! Lokalpatriot mit stolzer Brust, schwing, fahren, schwing, Rot und Wies. Alle wollen nach Berlin, raus in die große Welt. Doch mich kriegst du nicht fort, ich kann nicht sagen, was mich hier hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denke, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ihr 1000 schöne Lieder, in jedem Steck jetzt Boris drin. Doch mit jedem unendlich schwieriger. Köln denk, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl. Wenn ich an Köln denk, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich fühl. Wenn ich an Köln denk, oh, oh, oh. Wenn ich an mein
schmiss die letzte Rund, bis die Rad war noch alles gut. Du lust auf die Uhr, doch irgendwie war der Abend viel zu gut. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye my love zum Schluss. Und wieder sitzt du da, Tränen verschmiert, keiner wartet auf dich zu Hus. Doch du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle, der für dich leuchtet, egal wo du bist, wenn der Weg auch noch so düster ist. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 bloß die Käse, ich fühl dich wie Sommerrennen auf meiner Haut. Komm und sag schon die 3 Wörter, sag sie jetzt, wenn du dich traust. Wir fahren uns nicht immer sicher, in Garantie, die jedes nie. Zurück nach welche Türe, komm mal schon, das Date nicht viel. Ich hab niemals im Leben so ein Feeling im Boot. Und ich denk alles jeffen, du hättest das Feeling auch. Ich hab niemals im Leben so ein Feeling im Boot. Und ich denk alles jeffen, du hättest das Feeling auch. Letzte Mal, das werd ich nie vergessen. Hätt nie gedacht, dass ich alles so vermisse. Mit dir zusammen eine Tränke Jan, mit Leben feiern und zusammen stand. Höck da zünde ich ein Feuerwerk und sing so laut ich kann, damit es jeder hört. Jetzt der Moment, der ist für ewig und immer. Das letzte Mal, der letzte Kuss, kann für immer sein, das wird mir jetzt bewusst. Alles was war, lass zu mir zurück. Ich will dich füllen für den Augenblick. Höck da zünde ich ein Feuerwerk und sing so laut ich kann, damit es jeder hört. Jetzt der Moment, der ist für ewig und immer. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen. Oh, wie schön, wir waren viel zu lang allein. Oh, wie schön, dich wieder lachen zu sehen, da ich endlich wieder noch bei dir bin. Ob all die
Ja, ihr seid der lebendige Beweis dafür, dass der Karneval immer ein Spiegel der Zeit ist. Und ihr schafft es mit vielen eurer jungen Kollegen, die jungen Generationen anzusprechen und den Karneval eben auch weiterzutragen. Dafür und für euren Auftritt hier heute ganz herzlichen Dank, Cat Ballou! Karneval ist überall. In Köln, in Düsseldorf, in Bonn, in Eschweiler, fast überall auf der Welt. Wir hatten schon Agnes Kasulke hier auf der Bühne, die am Niederrhein geboren ist. Volker Weininger kommt aus Bonn. Wir alle lieben den Karneval. Unser nächster Gast kommt aus der Region um Aachen, aus Alsdorf. Moment, Herr Präsident, ich bin noch am Bügele. Ja, Leben Wilfried, kann doch nicht möglich sein. Herr J. noch mal. Also nochmal. Unser nächster Gast kommt aus Alsdorf bei Aachen. Er ist eigentlich Lehrer für Latein und Geschichte. Schon als Kind hat er an der Bütt gestanden. Seine Vorträge sind alles andere als Hausmannskost. Jetzt sind wir soweit, Wilfried? Los, Jan. Okay, hier ist er. Meine Damen und Herren, Jürgen B. Hausmann. Ja, danke schön. Kölle, Alaf. Trotzdem, Alaf. Jetzt erst recht, Alaf. Ja, wir Karnevalisten dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen positiv denken, gerade wenn wir negativ sind. Und ich muss ehrlich sagen, so schlimm finde ich das hier heute ja nicht. Ich habe um diese Uhrzeit hier mit mehr Leuten schon schlechtere Stimmung erlebt. Gerade als Redner, gerade weit nach 9 Uhr, ist auch sonst hier im Saal eigentlich nur der WDR. Weinzwang, Damenschaulauf und Restpublikum. Und heute ist es eben etwas anders. Ich meine, sonst ist ja klar, da sind die Leute draußen, da lernst du, die französische Übersetzung für Kölsche Klüngel ist Foyer. Und heute ist das eine besondere Veranstaltung, 3 Stern 2.0. Ich meine, nun war es ja dieses Jahr schon ein bisschen anders als voriges Jahr. Es gab ja wenigstens eine Sessionseröffnung mit Publikum. Aber eigentlich ist das fast noch schlimmer. Du fängst an und dann wirst du ausgebremst. Das ist so ähnlich wie bei einer Verlobung. Wie man früher sagte, Verlobung heißt, du kriegst Weihnachten ein Fahrrad geschenkt und darf bis Ostern nur klingeln. Und das ist ja heute auch so eine Art Familienfeier, das ist es ja immer, sonst nur im größeren Rahmen. Und wie bei jeder Familienfeier sagt man auch bei der Proklamation, die einen sagen, müssen wir dahin. Die anderen sagen, müssen wir die einladen. Wenn ich schon an die Köp denke. Ich würde am liebsten alle einladen und selbst ja nicht hingehen. Und dann kommt die rheinische Lösung, die ist ja heute hier. Lasset uns kleiner halten. Wir halten nicht kleiner, das ist kein Deutsch. Wir mieten einen kleinen Saal an und schmücken den an der Decke. Wie heißen die Dinger noch? Wie heißt dein Cousin nochmal? Gerlinde. Ja, genau. Und dann feiert man eine Feier so im kleinen Rahmen. Aber für euch ist das ja anders. Ihr habt ja als Proklamation, ist für euch ja eigentlich Erstkommunion und Kindergeburtstag in einem, wenn es richtig läuft, oder? Und das war das früher schön, die Kindergeburtstage, die wir früher gefeiert haben, nach dem Motto, alles hetzing zick. Das war früher so, du durfst ein paar Mann einladen, Freunde und Freundinnen, dann machten wir Schokoladenwettessen mit Messer und Gabel, mit Handschuhe, Mütze und Schal an. Oder Sahnewettessen mit einem Löffel. Da hättest du heute das Jugendamt und das Gesundheitsamt da stehen.
Und dann haben wir noch richtige Kinderlieder gesungen. Könnt ihr euch noch erinnern? Hänschen klein. Ne? Hänschen klein ging allein in die weite Welt rein. Das ist eigentlich viel brisanter, als es scheint, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr merkt, ich bin immer noch Lehrer. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, jetzt durch Corona habe ich so ja mal drüber nachgedacht, in die Schule zurückzugehen. Ich habe meinen Direktor angerufen und habe gesagt, wenn es so bleibt, komme ich wieder in die Schule zurück. Da wurde es aber still am Telefon. Da sagt er, ehe ich dich zurücknehme, erfinde ich lieber einen neuen Impfstoff. Aber ehrlich gesagt, das macht doch heute keinen Spaß mehr in der Schule. Guck dir doch die Schüler an. Ich hatte jetzt einen Kollegen, der hat ein Diktat geschrieben. Da hat er diktiert, hat er gesagt, als er wegging, Komma, rief sie. Da hat ein Schüler reingerufen, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Dankeschön. Und ein anderer Lehrer, der hatte gefragt im Deutschunterricht, bildet mal bitte einen Satz mit einwandfrei. Da hat ein Schüler aufgezeichnet und hat gesagt, wenn ich im Wohnzimmer der Schrank auf die andere Seite setze, habe ich einwandfrei. Und das ist ja so, auf einem Kindergeburtstag, wie gesagt, Hänschen klein, das ist ein viel brisanterer Text. Der Hans, der kleine Hans, läuft von zu Hause weg, klaut seinem Vater Hut und Stock und freut sich ja noch, er ist wohlgemut. Seine Mutter stürzt in eine große Krise und dann kommt er wieder nach Haus zurück. Das ist eigentlich kein Stoff für ein Kinderlied, sondern für ein französisches Lied. Und auf Französisch heißt das ja Chanson. O Hänschen klein, Jean le Petit, ging durch die Welt, partout le monde. Er nahm sich Hut und Stock, er hatte Bock auf eine Rande, wo mit einer Frau, ich weiß genau, die Mutter flennte, er lief zurück und als ein Glück war Mutters Rente. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, zweimal hatte er jetzt schon Kindergeburtstag. Aber zweimal, ihr seid praktisch zweimal geimpft. Aber zweimal ist zu wenig. Ihr kennt ja sicher Karl Lauterbach. Karl Lauterbach war bis vor kurzem, das Frühwarnsystem der SPD. Der ist jetzt Bundesgesundheitsminister geworden. Das ist dasselbe, als wenn du in Köln eine Tennisje zum Oberbürgermeister machen würdest. Und der Lauterbach, das ist ja auch die Synchronstimme vom Volker Weininger, vom Präsidenten, so wie der spricht. Und der Lauterbach hat gesagt in seiner Sprachweise, echten Schutz bietet nur Boostern. Das hieß aber für euch, man muss dreimal antreten, dann ist man erst richtig geimpft. Und das würde sich nächstes Jahr anbieten, denn nächstes Jahr ist Jubiläumssession. Nächstes Jahr wird das Festkomitee 200 Jahre alt. Und dann bekäme der Begriff Dreigestirn eine ganz andere Wendung. Nicht nur 3 Leute, aber ich sehe, das dauert euch zu lang, oder? Bis nächstes Jahr. Ihr würdet lieber heute loslegen, oder? Sobald es geht, sobald es möglich wäre. Dann müssen wir eine Kölsche Lösung machen. Für den Kölner ist es ja so, der geht davon aus, wir richten uns nicht nach der Realität als Kölner, die Realität hat sich nach uns zu richten. Hier wird jedes Jahr der FC Köln als deutscher Meister gefeiert, obwohl er das zuletzt 1978 war. Und es ist auch so,
Köln ist die schönste Stadt der Welt. Wenn dann einer sagt, ja, aber was ist denn mit Paris, Rom, Florenz, New York, sagen die Kölner, alles nur Vororte. So wie Kerpen, Bergheim, Frechen, Hürth. Und dann sagt man eben nach Kölscher Art, sobald es geht, feiern wir Fastelovend. Beispiel Ostern. Wenn es Ostern ging, machen wir samstags Proklamation, sonntags Schul- und Vedelszug und dann geht der Ostermontagszug. Und das Motto lautet, Ostern 2022, Fastelovend kriecht aus dem Ei. Das Mottolied für diese Eierfastelovend singen natürlich die Höhner und dazu könnte man einen Karnevalsklassiker von Jupp Schmitz wieder aufleben lassen. Es ist noch Impfstoff da, es ist noch Impfstoff da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch Impfstoff da, es ist noch Impfstoff da. Ich booster mit Moderna heute den ganzen Tag. Dankeschön. Und wäre das? Wäre das richtige Fastelovend? Nee. Da kannst du nur mit einer rheinischen Partikel mit 5 antworten, nee. Das wäre es nicht. Gemäß dem Motto dieser Session, alles hetzing zick. Und Fastelovend hetzing zick vom 11.11. bis Aschermittwoch. Es ist die 5. Jahreszeit und du kannst sie so wenig verlehen wie die anderen 4 Jahreszeiten. Das wäre Klimawandel. Wir wollen Fastelovend pur, Klimawandel schadet nur. Und gemäß dem Motto von 2014, mir spinkse wat kütt, Zukunft, mir spinkse wat kütt, schauen wir in das Jahr 2023. Ja, dann jedet wieder los hier in Kolonia. Und et Komitee wird dann 200 Jahre. Keiner denkt mehr an Covid und an Corona. Und es weht gefährt so wie es immer war. Dankeschön. Im Leve jede der Rupp und der Raff. Immer singt sich het. Kölle Alarm. Dankeschön. Ja, lieber Jürgen, so könnte 2023 tatsächlich unser Karneval aussehen. Wir würden uns wünschen, wieder gemeinsam zu feiern. Aber egal war doch kütt, der Hausmann ist in der Bütt. Das steht fest wie das Abend in der Kirche. Lieber Jürgen, herzlichen Dank für deinen Vortrag hier heute Abend bei dieser hoffentlich einmaligen Proklamation. So, ihr Lieben, wir kommen so langsam zum Finale. Was, wenn ich euch fragen würde, habt ihr noch einen Wunsch? Ja, den haben wir in der Tat. Wir wünschen uns einmal auf dieser Bühne zu stehen und mit einer der großen kölschen Bands gemeinsam zu singen. Ich glaube, da kann ich euch etwas bieten. Sie haben in diesem Jahr das 50. Bühnenjubiläum. Vor 50 Jahren, das war 1972. Was war das für ein Jahr? Die Olympischen Spiele waren zu Gast hier in Deutschland. Der erste Taschenrechner kommt auf den Markt. Willy Brandt ist Bundeskanzler. Naja, und in der ARD läuft der erste Musikladen. Ja, und damals treten ein paar junge Leute in Hühnerkostümen auf und stürmen die Kölner Karnevalssäle und reformieren den Karneval. Und sie sind bis heute geblieben. Meine Damen und Herren, zu Hause, erheben Sie sich von Ihren Sofas, denn hier sind jetzt die Höhner.
Ich war in Rom und in Paris. Mich triefet Fernweh dahin, wo de Welt am eng ist. Ich wollte Russ, han gesucht am Glück. Doch irgendwann trocket mich dann wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich den Dom von wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße ab Minger Ries, die führt nach Hus. Die schönste Straße ab Minger Ries, die führt nach Hus. Ich han de Welt gesehen, komm nirgends an. Ich fuhr mit'm Rucksack voller Trübe über der Ozean. Immer allein, da wurde mir klar, dass all min Sehnsucht nur de Fan nur heimlich war. Und jedes Mal, wenn ich den Dom von wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße auf Minger Ries, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf Minger Ries, die führt nach Hus. Ich will nach Hus und nimm mich fort. Bring mich nur hey von hey zurück, lieber Lord. Ich steh Jesus bei der Station, hebe uns an Drum, dat Fädel fehlt, min Wiederkehr. Und endlich weiß ich wieder, wo ich wirklich hingehör. Von Högern steht in mingem Grundgesetz der beste Kompass, der dich führt, das ist die Hetz. Und jedes Mal, wenn ich der Dom von wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße auf Minger Ries, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf Minger Ries, die führt nach Hus. Und jedes Mal, wenn ich den Dom von wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße auf Minger Ries, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf Minger Ries, die führt nach Hus. Vielen Dank. Ihr wisst ja nicht, wie wir dieses Geräusch vermisst haben. Eine Runde Applaus. Und der Anblick hier vom Jürzenich ist eigentlich nicht anders als in den Zeiten, als es noch keine Pandemie gab. Da war um die Uhrzeit auch schon immer leer. Da stunden die Leute draußen an der Theke. Der Herr Präsident hat es ja schon gesagt, Sie Höhner können in diesem Jahr auf ein rundes Jubiläum zurückblicken. Jung, kommt ruhig was näher, dass wir uns hier in der Reihe aufstellen. Auf 50 Jahre Höhner. Ja. Deswegen haben wir uns heute auch besonders fein gemacht, die goldenen Jungs. Aber wir legen jetzt noch einen drauf. Staats, oder? In den zurückliegenden 50 Jahren gibt es keine musikalische Stilrichtung, die die Höhner nicht bedient haben. Ob Rock, ob Pop, Folklore, Schlager, Zirkus oder Klassik. Höhner Klassik. Und hier kommt ein Klassiker. A cappella. Hör, was ich sage. Hör mal ja zu. Hör, was ich sage. Ob ihr passt. Du hast Glück, Erfolg und Küss zu Jagd. Dich kennt hier einmal Jagd und alle Welt. Menschen,
die dich früher nicht gekannt, die kommen aus der Löcher angerannt und sind ganz plötzlich all mit dir verwandt. Echte Freunde, stand zusammen, so wie eine J und Pott. Echte Freunde, stand zusammen, ist auch die Glück und Jück und läuft dir fort. Freunde in der Not, Jahrhundert, 100 Doppelhut. Echte Freunde, stand zusammen, so wie eine J und Pott. Hey! Jetzt müssen wir eigentlich applaudieren. Männer, hört mal hier. Wer kann schon von sich sagen, mit dem amtierenden Dreigestirn zusammen gesungen zu haben? Sing doch wieder mit. Das wäre jetzt das Stichwort. Den Rheinländern und den Kölnern insbesondere kann man das Karneval feiern ja nicht verbieten. Deswegen kleiner Tipp von uns. Am 22. Januar auf diesem Kanal WDR Fernsehen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr können da alle auch zu Hause wieder mitsingen. Dann nämlich findet das Kölsche Tauschkonzert statt. Namhafte Kölner Bands tauschen untereinander die Lieder aus. Verschiedene Interpretationen. Wir sind auch dabei, auch so adrett. Aber jetzt haben wir noch einen Titel aus unserer musikalischen Geschichte. Und der ist schon mal in weiser Voraussicht. Wenn das Gedöns mit der Pandemie vorbei ist, können wir nämlich all sagen, mir jedet Jod. Mir jedet Jod, ich fühle mich frei. Jod, der Stress ist vorbei. Mir jedet Jod, ich habe es geschafft. Und jetzt jedet richtig ab. Schluss jetzt mit dem Trauermarsch, ich hab die Nase echt gestrichen voll. Ich singe jetzt nur noch in Dur und keinen einzigen Ton mehr in Moll. Die Sonne scheint nur noch für dich und mich, ich höre die Trommel, wie sie ruft. Kann endlich wieder frei und richtig atmen, ich krieg wieder Luft. Die Äpfel, die hängen jetzt nicht mehr so hoch, ich bin endlich raus aus dem Loch. Ich weiß jetzt genau, was mir fehlt, wo's drauf ankommt, das zählt. Mir jedet Jod, ich fühle mich frei. Jod, der Stress ist vorbei. Mir jedet Jod, ich habe es geschafft. Und jetzt jedet richtig ab. Mir jedet Jod, ich fühle mich frei. Jod, der Stress ist vorbei. Mir jedet Jod, ich habe es geschafft. Und jetzt jedet richtig ab. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das waren die Höhner a cappella im Frack. Oh, Moment, da stimmt was nicht. Also, das waren die Höhner a cappella. Herzlichen Dank. Ja, lieber Wilfried, ich möchte dir heute Danke sagen. Danke für deine Unterstützung heute Abend bei der Veranstaltung. Du warst überall da, wo wir dich nicht gebraucht haben, und das häufig. Ja, aber ich möchte auch Danke sagen für 31 Jahre im Festkomitee-Vorstand. Eine lange Zeit im Ehrenamt. Du hast unglaublich viele Veranstaltungen mit hier möglich gemacht. Du hast Zehntausende Gäste auf ihre Stühle gesetzt. Wir haben eben mal überlegt, über 60.000 Orden in unseren Veranstaltungen überreicht. Meine Damen und Herren, eine unglaubliche Fülle. Und lieber Wilfried, ich möchte dir heute Danke sagen. Und im Karneval tun wir das mit einem Orden. Und heute erstmalig möchte ich dir den Ehrenorden des Vorstands des Festkomitees in Gold mit Brillanten verleihen. Lieber Wilfried, kommt ganz von Herzen.
Lieber Wilfried, ich möchte nochmal Danke sagen und ich bin sicher, irgendwann sehen wir uns wieder. Meine Damen und Herren zu Hause und hier im Saal, das war die Proklamation der Kölner Dreigestirne. Alles Hetzing-Zick und auch für Sie gilt, irgendwann sehen wir uns wieder. Han sich gefunden, han gesungen und viel gelacht, han gefiert, gebützt, gesoffen, Martin sucht die Nacht zum Tag, zwischen Clown und Kolumbine, ja wird doch manch heiße Schwur, treu ob ewig, doch am nächsten Morgen ist von all dem nix mehr wahr. Irgendwann sind wir uns wieder, irgendwie und irgendwo. Halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Badet Jod und Schiff zusammen, das liegt jedes bei uns im Saal. Das letzte Glas, das Abschiedsliedchen, das voret jetzt mit Karneval. Irgendwann sind wir uns wieder, irgendwie und irgendwo. Irgendwann, vielleicht halt morgen, vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr. Noch all das Sorge und das Leben holt uns wieder ein. Es ist vorbei mit Spaß und Viere. Es war schön dabei zu sein. Irgendwann sind wir uns wieder. Vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr.